Hallo? Da ist sie. So, grüß Gott, Frau Birgit, Herr Dampfexpress. Einen wunderschönen Mittwochabend. Alles fit bei euch? Lebt mich am Arsch. Alter, ich bin jetzt eine Woche aus dem Schuss gewesen. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Muss ich sagen, eine Woche lang nicht streamen, das ist... Ja, das wirkt sich irgendwie auf den eingespielten Ablauf aus. Ich weiß auch nicht. Ich habe halt jetzt irgendwie, glaube ich, 10 Minuten braucht, um alle Programme so nach der Reihe noch aufzumachen, die wo ich sonst immer zum Streamer brauche. Also ich weiß auch nicht bei noch. Das ist eine ganz komische Geschichte, aber da wird man schon wieder reinkommen. Mr. Price, habe ich dir, grüß dich. Ich soll aufräumen, aber ich bin alle. Du, das Aufräumen, das kostet in 2 Stunden auch noch da. Ja? So ist es ja nicht. Oder verschiebst du es auf morgen in der Früh. Ja? Also... Geh jetzt einmal davon aus, dass in einer Wohnung nicht so dermaßen ausschaut, dass unbedingt jetzt notwendig war. Aber gut, Leute, wie geht's euch? Schön, dass du hast. Ja, durch das, dass wir heute nichts tun auf der Baustelle und morgen auch nicht, findet Gott sei Dank der Stream heute statt. Ne? Also es ist ja noch so ein bisschen auf der Kippen gestanden. Aber schön, dass es eigentlich noch hab können. Geht nicht, das ist vom Tor. Ach so, vom Tor, ich auf. Ja, okay. Da soll jetzt halt dann schon fast zusammenräumen. Ja, gut. Aber Hauptsache die Torten ist wert, das ist das Wichtigste. Ich hab Schädelweh des Todes. Hast du wieder zu lang gelernt, oder wie? Wie sag ich das? Da trinkst du ihm jetzt gleich mal einen sauberen halben Liter Wasser, ja, und isst vielleicht auch mal die eine oder andere Kleinigkeit und dann wird's hoffentlich besser. Lehnst dich dann zurück, ja, und genießt ein bisschen die Show, weil müssen wir mal schauen, wo es lang geht. Ja, das müssen wir herausfinden. Erst einmal Richtung Milka-Kurverschnitt, ja, hätte ich fast gesagt. Aber das kriegen wir schon. So, ich habe mich in der Zeit, wo ich jetzt nicht online war, ich habe mich so ein bisschen mit diesem Spiel befasst, mit dessen Mechaniken, und ich bin da ein bisschen schlau draus geworden. Natürlich habe ich ein bisschen Hilfe übers Internet gehabt. Ich habe mich aber nicht gespoilert, außer eine winzige kleine Kleinigkeit. Das hat aber jetzt nicht irgendwie bosstechnisch was zum tun, sondern da geht es dann um einen NPC tatsächlich, den wo wir wahrscheinlich relativ schnell vielleicht schon nach dem heiligen Boss finden. Das darf sogar passen. Um was das genau ist, das erkläre ich dann nach und nach. Okay? Highlander habe ich dir, grüß dich. Zum Mittag mit Dozenten eine halbe getrunken, aber die hat es auch nicht besser gemacht. Dann werde ich es jetzt mit Essen probieren, Mr. Price. Mit Essen und einem Schluck Wasser hinten nachher. Ja, dann meine ich, das noch der Novalgin nehmen. Oder, naja, Novalgin wird es so nicht kriegen. Weiß ich Ibo und so ein Scheiß. Oder gibt es ja in Teufels. Schauen wir mal. Ja, sonst, was gibt's denn Nice? Was gibt's denn Nice beim Bazi? Der Umbau geht gut voran, tatsächlich. Wir haben jetzt, so ein bisschen die Kleinarbeiten schon ein bisschen angefangen. Ne? Steckdosen bohren. Die eine oder andere, die eine oder andere Dosen schon angezeichnet. Müll entsorgt. Jetzt, heute und morgen passiert tatsächlich nichts. Dafür wird es Freitag umso kreisliger, da kommt nämlich die ganze Glaswollendämmung runter.
Ich hab mir schon mit meinem Papa Ganzkörperkondom gekauft, da meine ich, da werde ich nicht voreingehalten, dass ich da ein Bell ins Discord reinrutze, weil da habt ihr auch wieder was zum Lachen dann. Wir schauen mal aus, wie wenn wir auf den Mond fliegen daten damit. Aber bei einer 42 Jahre alten Gloswall, den Stuff, den schnauf ich nicht ein, das kannst du vergessen. Ansonsten, ja, wir haben die letzten Angebote jetzt gekriegt, oder einen Großteil der Angebote haben wir jetzt. Der Kreditvertrag ist heute gekommen, jetzt muss dann die Frau Berzi noch drüber richten, ob das alles so seine Richtigkeit hat, und dann nimmt es langsam seinen Lauf. In 2 Wochen kommen doch Fenster, also schön langsam wird's tatsächlich, wird's wirklich richtig geehrt. Dazu haben wir jetzt gestern Küche geplant, die steht auch schon fix, wie wir es machen, wird auch eine zauberhafte Küche. Das wäre aber noch erst, also wie gesagt, mein Plan war ja, dass ihr von der Wohnung erst dann was zeigt, wenn die wirklich komplett fertig ist, also heute in einem Jahr ungefähr. Ja, da mache ich dann vielleicht einmal ein Video, mache so eine Bazi-Room-Tour, mal schauen. Hi, mein neuer Account, mein alter wurde permabannt, warum auch immer, und ich bekomme von Twitch keine Nachricht zurück. Ich habe mir schon gedacht, weil du bist da vor mir ja, wie auch immer, ich hab's gemerkt, du bist da auf meinem Discord nicht mehr vorhanden. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber schön, dass du wieder da bist, wie bist du da? Schön, dich wieder hier begrüßen zu dürfen, dass du wieder zurückfindest zu unserem geschubsten Haufen da. Die ganz feinen Arbeiten, wir haben heute die Wohnung gestrichen. Streicher wird man wahrscheinlich sogar ausbleiben, weil Stand jetzt kommt der Raubhut auf unseren Event und der ist eh weiß. Ja, den musst du normalerweise nicht mehr streichen, aber das ist halt alles noch so ein bisschen die Zukunftsmusik von dem Ganzen da. Ja, das kann sich noch ändern. Schauen wir mal. Aber so grundsätzlich, es geht voran, wenn auch langsam, aber es geht. Ja, es dauert seine Zeit, aber schon langsam geht es auch weiter. Ja. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo Twitch mal 2 Stunden am Stück down war. Ja, der Twitch war die letzte Zeit mehrmals oder was heißt die letzte Zeit, war in dem letzten Jahr generell einmal mehrmals ein bisschen down, ja, in vielerlei Hinsichten. Aber wie gesagt, schön, dass du wieder da bist, tut mir leid um deinen alten Account, freut mich trotzdem, dass du wieder einer findest. Hab Antrag gestellt, direkt abgelehnt worden, RIP Account. Ist aber auch komisch, dass du random einfach ausgebaut wirst, wenn du eigentlich nichts da hast. Vor allem, du warst ja aktiv mit dem Account, ne? Aber mein Gott, Twitch-Sachen, die muss man manchmal einfach nicht verstehen. Das ist halt. Ja. Solange es mir jetzt nicht wegbannen aus irgendwelchen unerklärlichen Grund. Das Beste war ja das, ich weiß nicht, beim letzten Mal war ja einer, der hat einer gefollowt und der hat dann auf Brasilianisch irgendwas vom Penis geschrieben und den hat dann der YBO ziemlich schnell verrammt gehabt. Und der hat dann einen Entbannungsantrag gestellt, das habe ich dann erst 2 oder 3 Tage später gesehen. Der hat dann einen Entbannungsantrag bei mir gestellt, so von wegen, also seine Begründung war, ja sorry, mein Cousin hat auf Brasilianisch das einer geschrieben. Ich hab's abgelehnt und hab dann zurückgeschrieben, ja dann bedankt er auf Brasilianisch bei ihm. So like, what the fuck? Wem möchtest du das eigentlich für blöd verkaufen? Er hat dann auch einfollowt. Aber gut. Ich schaue aus wie ein Goth auf Koks. Komplett schwarze Klamotten und voll Bäckerstärke. Von da. Ja, du, mehr Schnee, mehr gut. Was? Nein, Schmarrn. Ja, das hat der Bocher so an sich. Ja. Da schaut die ganze Bude aus, wie wenn es so ein Drogenmafia-Boss wärst. Irgendwie sowas. Aber gut. Naja. Sonst glaube ich, habe ich soweit alles verzeiht, was ich verzeihen kann. Glaube ich, denke ich, hoffe. Ja. Ich habe heute noch Nachtschicht, ja? Also mein Arbeitstag beginnt später erst. Aber ich hab's so im Urin, dass es ein wenig entspannter wird heute. Ja? Meine Maschine läuft Gott sei Dank wieder so, wie es soll. Ja? Es ist jetzt auch endlich in Herrgottsnamen 30 alles wieder eingefahren. Jetzt, wenn dann der nächste Schlosser der hergeht und sagt, hey, müssen wir mich da tauschen, mal dann flippe ich aus. Dann hau ich ums Nageleisen um. Das garantiert er. Aber gut. Leute, ich darf jetzt sagen, wir fangen langsam mal an. Wir müssen mal einen Boss zusammenhauen, da wo wir letztes Mal hängen geblieben haben. Der Stream wird halt ungefähr gehen bis 7:30, spätestens. Es wird auch so werden, dass das auch heute sehr wahrscheinlich der letzte Stream in der Woche ist, weil am Wochenende hat meine Mom Geburtstag am Sonntag, also sprich, Mr. Dampfexpress, falls du am Frühschoppen machen wir jetzt am Sonntag, there you go. Und am Samstag wird es mir sehr wahrscheinlich auch nicht ausgehen, weil ich von Freitag auf Samstag Nachtschicht habe und Samstag das Programm üppig genug ist. Da werde ich auch nicht einer grätschen. Sag jetzt einmal. Ne? In diesem Sinne wisst ihr auf das ich schon mal Bescheid. Mr. Dev, habe ich die Ehre. Grüß dich gut. Alles fit bei dir. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon ein Motto habe. Habe ich schon ein Motto? Wahrscheinlich noch. Modcheck? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der da ist. Ich habe Bilder in die See. Die fertige kommt morgen. Sorry, war jetzt gerade am Aufräumen, aber so wie ich meinen Mo kennen, wird der Stream
Nochmal nebenbei laufen. Ja, die Nachschau-Gang, die ist immer am Start. Merke ich auf YouTube vor allem. Alles wird noch bei der Arbeit. Bei mir alles sauerhaft. Bei dir hoffentlich auch. Dann lass dich auf alle Fälle nicht von der Arbeit unnötig stressen. Ne? Hast ja hoffentlich gleich Feierabend. Dauert ja nicht mehr allzu lang. Ich bin jetzt einfach mal so frei und mach selber, weil ich noch keinen Mod nicht da habe. Und da darfst du auch gerne mal drauf lunzen. Ja? Mein Monster Hunter Mentor. Oder einer meiner Monster Hunter Mentoren macht sauerhaften Content. Noch letztens auch Wulong gespielt, also gerne mal draufschauen. Ich war nur nicht bei dir im Stream, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Ja, gerne mal draufschauen beim Dev, Däumchen drücken. Dann passt es. Eloy, hab ich Ehre. Grüß dich Gott. Andi Ado, hab ich Ehre. Grüß dich. Schau ich auch mal wieder vorbei. Das freut mich. Schön, dass du hast. Passt, ich war aber selber noch nicht, ob ich das Wochenende irgendwie zum Streamer komme. Ja, genau das. Ich wollte es gerade gesagt haben. So, Leute, wir fangen nicht Spiel an, hätte ich gesagt. Wir fangen nicht Spiel an. Definitiv. So. Reimen wir da mal auf. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich für eine Soundeinstellung habe, aber ich glaube, die war bei 90%. Wenn sie jetzt dann Torwaschel zerreißt, dann schreit es bitte ganz laut. Aber normalerweise soll jetzt passen. So. Folgende Sache. Ich habe eigentlich auf erzählt, dass ich mich offstream ein bisschen mit der Mechanik von dem Spey befasst habe. Ja? Wenn wir wieder das nächste Mal in unser Hut zurückkehren, dann sage ich da ein bisschen mehr dazu. Aus dem Grund, dass ich mich so ein bisschen befasst habe damit, bin ich auch offstream also ein bisschen da rumgerannt, habe da ein paar Gegner zusammengehauen, um einfach mit Damage-Werte zum Vergleichen. Deswegen ist auch meine Moral auf 22 hochgestiegen. Die Moral vom Boss ist bei 16. Das heißt, wir dürfen jetzt definitiv weniger Schaden kriegen als wir letztes Mal. Außerdem habe ich noch beim Durchforsten die letzte kleine Flagge gefunden. Wobei, warte, mir fällt gerade ein, ich kann eigentlich mein Legend nochmal auf eine andere Seite ziehen, damit ihr das mit den Flaggen da seht. Wo ziehe ich mich denn da jetzt ein bisschen hin? Ist das links oben? Nein, links oben ist auch scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich gehe jetzt einfach da unten her. Das wird dann schon irgendwie mal passen. Alter, da stimmt aber was mit der Kamera nicht. Halt, anders dummer. Da, so. Ja, so passt es. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ja, muss passen. Ist eh wurscht. Genau. Es gibt nämlich in diesem Spiel scheinbar einen NPC, den wo wir wahrscheinlich jetzt nach der Mission finden werden, da wo du jederzeit dein Bild ändern kannst, kostenlos. Also mein Bild ändern im Sinne von quasi die Stats-Verteilung, also sprich, das was man mir da erinnert tun. Also diese Stats kannst du dann bei dem NPC jederzeit zurücksetzen und neu verteilen, ohne dass du irgendwie was investieren musst. Das ist jetzt schon absolut heftig. Beziehungsweise war mir eine richtig geile Quality of Life Change, weil dann kannst du sämtlichste Builds jederzeit ausprobieren und wenn du dann feststellst, hey, das ist richtig kacke, dann machst du es einfach wieder anders. Den NPC, wie gesagt, den haben wir aber noch nicht. Ja, das ist eine der Sachen, die ich herausgefunden habe. Des Weiteren gibt es dann noch einige Sachen bezüglich der Waffen und der Rüstungen. Das sage ich aber dann, wie gesagt, wenn wir wieder in unserem Hut sind. So, wir müssen jetzt auf alle Fälle erst einmal den Boss zusammenhauen. Ihr seht es in der Mitte unter. Wir haben eine Moral von 22, das ist ja schon sehr, sehr hoch. Gell? So. Und bei der Kur, oder? Bei dem Boss haben wir letztes Mal ein paar Mal gescheitert. Schauen wir mal, ob wir es jetzt besser hinbringen. Müssen wir ja fast. Außer Spiel ist jetzt kaputt. Der kann unerwartet. Der NPC ist ein wenig hinderlich. Ja, wir bleiben jetzt einfach mal auf Abstand und baiten einfach immer den Sturmangriff, den was er da macht. Sie sehe ich, das passt. Ja, was wir mir jetzt Schaden machen, ist ja kein Vergleich mehr, gell? Ja. Sie brauchen wir nicht. Ja, easy Counter.
Jetzt das Kontern einfach besser hinbringen. Da sitzt jetzt wirklich ja jeder Konter. Beim letzten Mal haben wir auch gestellt wie der erste Mensch. Da können wir zwei, okay. Ich habe jetzt auch übrigens ein Doppelschwert. Nimm mir das einfache. Aber. Schlecht. Ah, jetzt sterbe ich nochmal. Schade, gerade nicht geschafft. Der Schaden wird mir jetzt nicht mehr gelungen. Ja, okay. RIP. Das war der falsche. Macht der den jetzt nicht mehr? Na komm, mach dein Charge. Ja, der macht aber den anderen. Den will ich gar nicht. Gut, das werden wir eh nicht schaffen, ein bisschen noch. Ja, okay. Nice. Nachdem der Sei nicht da ist, übernehmen wir mal den Part besser widerlich hat. Weil wir haben die Ehre. Ja, okay. Wissen wir nochmal, das hilft ja nicht. Ja, den knacken wir schon. Ist jetzt nur komisch, dass er, wenn er die ganze Zeit seinen komischen Charge-Angriff da gemacht hätte, wie er es am Anfang gemacht hätte, hätte man eh leicht gehabt. Bin ja dazwischen einmal ein paar Mal unnötig drauf geworden. Aber gut, ich habe das Spiel jetzt auch eine knappe Woche gespielt, von daher. Wird schon werden. Irgendwie. Vor allem, es ist ja bei dem Boss besser, wenn der NPC-Idiot da nicht dabei ist. Aber das Gute ist, jetzt habe ich mein Gottbestie verfügbar. Also wenn ich jetzt einmal mehr oder weniger in Bredouille komme. Dann kann ich mal zwischenzeitlich mehr oder weniger unverwundbar werden.
Ja, das war nice. Ah, mein Zipper nicht mehr. Ja, den hätte ich vorher gebraucht. Aber jetzt schaut's gerade im Moment ein wenig besser aus. Perfekt. Oh. Ah, der war jetzt mies. Der war jetzt ein bisschen mies. Oh, ich sag nix. Komm. Jetzt will ich mal denken, es schaut gut aus, aber vor mir schaut's 5 Sekunden wieder schlecht aus. Wer grätscht da schon wieder rein? Hallo zusammen, da das 1 glaube, da das 1 war das 1 ja. Spotty! Ja, wir haben ihn. Nice. Zeit wird's. Ja, Herrgottseele, endlich ist das Viech down. Oder lang nur da. Spotty, danke dir für deinen Resub im 13. Monat. Grüß dich. Alles fit bei dir. Schön, dass du da bist. Danke dir für deinen Resub. Weiterhin willkommen und viel Spaß mit den Emotes. War aber sowieso klar. Ja, Gott sei Dank haben wir das Viech. Ja, klar, alles fit. Wir haben endlich den Boss zusammengehauen. Lucky habe ich die Ehre, grüß dich Gott. Minouchi yori ki no waku minamoto. これすなわち丹田。使いようによって気は千にも陽にも転じよう。 Kies, wenn man nur seit Dragon Ball bekommt. わしら戦機を操り術となす同志。悠久の時をまたぎ世の行く末を見守ってきた。しかれど打ち続く戦乱は世を悪しき切れつつ昨今は凶悪なる妖魔さえはびこる始末。ここに会うたも何かの縁。一つ共に陽気の元凶を突き止めてみるか。来世に光をもたらす気の持ち主よ。白沢もお主を気に入ったようじゃ。 Wir helfen mir immer und überall. Was ist jetzt dieser Hirschkur oder was? Maさかこの山まで妖魔で溢れてしまうとは。漂う妖気が絶えておらぬ証拠じゃのう。老師様、無茶はなさらないでください。お主に言われるとは。
同志は取りたくないもんじゃ。 Da die jetzt auch sagen, wenn eine junge Frau im Angesicht hätte, oder? Das ist der typische perverse Kreis. 急いで戻るか。なるほど。黄金どもに容器が溢れておったのはやはりそのせいか。心当たりがある。確かこの辺りにあった。 Aha. Die gute Bambus-Schrift drin. Oder ist es Bambus? Kikara naru Tanyaku wa莫大な気を得てこそ真の丹薬 Ein wahres Gebräu. Besaufernd. 莫大となれば戦や災いによる多くの死がなくば得るは死な。加えて妖気を集める器となるは人の身に宿る丹田。耐えうる丹田を持つは古の竜の一族に連なる者のみだという。この真の丹薬とやらが騒動に絡んでおると見て間違いなかろう。同志様、竜に乗った同志に心当たりは？邪法に手を出す同志なぞ5万とおる。 Ja, weil man Taoisten sind ja gutmütige Eremiten. たどれば正体を突き止められるやもしれん。じゃあ次は？都じゃな。落葉の去る交換に穏やかでない噂が尽きぬ。行きましょう。 Wie, jetzt ist sie unser Taubegleiter jetzt? 交渉を頼む。向こう水なところはあいつとそっくりじゃ。 Ah, die haben also verwandt, okay, nice. Der Alt und die Jung. Dann nimm mir meine Aussage von vorher zurück. Du hast Base-Jade durch einen Eidschwur erhalten. Aha. Haben wir jetzt gekriegt. Talismanwasser, Rang 3 Stahl, Eisen, was? Eisenspätum? Wo sollen wir das? Und Weihrauchbehälter. Sehr gut. Wir dröhnen uns erstmal mit Weihrauch zu. Das hat noch nie geschaut. So. Ich habe außerdem rausgefunden, oder ja, was heißt rausgefunden? Ich hab's beim Durchforsten ein bisschen entdeckt. Es gibt in dem Spiel auch Nebenmissionen, die ich alle übersehen habe. Ja, das heißt, wir werden uns die jetzt einmal nach und nach anschauen. Sprich mit Tsuuchi im geheimes Dorf. Aha. Um auf diverse Funktionen zuzugreifen. Parameter zurücksetzen. Sieh dir deine Fähigkeiten an und ändere Zuweisungen. Auszeichnungsbelohnungen. Tausche deine Auszeichnungen gegen Waren und andere Belohnungen ein. Charaktererstellung. Ändere dein Aussehen. Dieser Boy da dahinter, das habe ich vorher auch geschmerzt, den wo wir jetzt gerettet haben. Oh, da haben wir was. Ein Bronzeschwert. Bei dem können wir jetzt jederzeit unsere Stats ändern. Für Lau. Außerdem habe ich mich so ein bisschen mit der Ausrüstung befasst. Noch dazu. Die Ausrüstung hat Sterne. Ne? Je mehr Sterne so eine Ausrüstung hat, umso mehr Untereigenschaften hat so eine Ausrüstung. Ja? Eine davon ist immer fix, die kannst du nicht ändern, die ist einfach da drin. Warum ändern, sage ich auch gleich dazu. Und jede Ausrüstung hat jetzt Slots. Das seht ihr da jetzt zum Beispiel anhand von dem Beispiel von dem Heim. Der hat jetzt gerader Säbelschaden, Kupferschutz, erlittener Schaden und negative Effektdauer. Je mehr Sterne eine Ausrüstung hat, umso mehr Untersubs hat das. Warum ist das relevant? So ging auch. Habe ich auch erfahren, beziehungsweise mich eingelesen. In dieses Dorf können wir jederzeit und an jeder Stelle des Spiels zurückkommen, ohne dass wir den Spielfortschritt in irgendeinem anderen Level davon beeinträchtigen. Das heißt, wenn wir in einer Hauptmission oder in welcher Mission auch immer sind, können wir an jeder Statue, wo wir so eine Flagge einstößen,
stoßen, können wir Schnellreise betreiben und in irgendeinem Bereich der Map reisen. So auch hierher. Und ich habe ja letztes Mal, glaube ich, die ganze Ausrüstung verkauft, weil ich meine, ich brauche Kohle. In Wirklichkeit ist es schlauer, sich mit diesem Reiter Einbettungen zu befassen. Ja? Was machen die Einbettungen? Ich habe jetzt gerade irgendein Bronzeschwert gekriegt, das da zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt auf Einbettungen gehe, wähle dann kann man einen Einbettungsplatz wählen. Dieser Einbettungsplatz sind quasi diese Untereigenschaften von Waffen. Die gibt es auch in Rüstungen noch dazu. So, und diese Einbettungen kann man für lau entfernen. Soweit ich es jetzt richtig verstanden habe. Du kriegst da Edelsteinfragmente raus, wenn du die entfernst. Ja? Und dann ist diese Waffe im Endeffekt, naja, die hat jetzt keine Sub-Eigenschaften mehr. Bis auf diesen Nahkampfswillenschaden, der ist fest, den kannst du nicht entfernen. Ja? Es gibt auch sehr seltene Untereigenschaften, die sind auch drin, die sollte man immer extrahieren. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel auf unsere Waffen gehen, die wo wir mir jetzt aktuell tragen, ich trage jetzt aktuell eine Bronze-Doppelschwerter, die wo 4 Sterne haben, da seht ihr, da können bis zu 4 Sub-Eigenschaften drinnen sein. Jetzt kann ich da hergehen und kann jetzt im Endeffekt einen Einbettungsplatz wählen. Kann jetzt, ja, nehmen wir andere Waffen, damit ich es besser vorführen kann. Nehmen wir mal unser Bambus-Armbrust. Da wähle ich jetzt den Einbettungsplatz da aus und dann kann ich da Sub-Eigenschaften reincraften. Auch für nicht ganz viel lau, da haben Edelsteinfragmente vor. Da brauchen wir Edelsteinfragmente, die wo man fürs Extrahieren kriegt. Und da kann ich halt, je nachdem, was ich für ein Bild spiele, schauen, ob ich irgendwelche Sub-Eigenschaften vorher schon rausgenommen habe aus irgendeiner Rüstung, die wird ja gespeichert und dann kann ich entsprechend für mein Bild diese Eigenschaften in die Waffen und Rüstungen da, die wo ich halt gerade brauche. Ich zum Beispiel möchte auf ein Feuerbild gehen, ja, also schaue ich halt, dass ich halt in meine Waffen, vor allem bei meinen Nahkampfwaffen, irgendwas einbringe von Sub-Eigenschaften, die wo mein Feuerdamage erhöhen, die wo meine Magie erhöhen, die wo irgendwie meinen Nahkampfschaden erhöhen, die wo meinen Willensschaden erhöhen. Und so kannst du dir halt da nach und nach richtig starke Builds zusammenbauen. Genau. Wenn du dann die Rüstungen und die Waffen von den Einbettungen her, ja, sag jetzt einmal, befreit hast, wenn du das Nötigste rausgenommen hast, was du aber im brauchen kannst, dann verkaufst du das oder beziehungsweise zerlegst das. Zerlegen ist sinnvoller als verkaufen. Warum? Du kriegst Ressourcen, um Waffen wieder aufzuwerten. Und Rüstungen. Ne? Und bei dem da, den sage ich jetzt zum ersten Mal, da kannst du deine Parameter, wie ich schon gesagt habe, jederzeit zurücksetzen. Ich kann jetzt da einfach alles wegnehmen. Ja, kann die jetzt jederzeit da und kann wieder ein neues Bild machen. Machen wir allerdings jetzt nicht. Ja, jetzt habe ich es da, okay. Da haben wir Simicode, da haben wir einen Reinecode, genau. So, und das ist halt schon geil, dass du das jederzeit machen kannst. Was jetzt das ist, das weiß ich nicht. Das ist Auszeichnungsbelohnungen, da kannst du... Okay, erhält er zu viele... Ach, du kannst da Waffen... Okay, du kriegst mit der Zeit Auszeichnungen, wenn du freie Gegner killst und so weiter und so fort. Und dann kannst du dir dafür Waffen kaufen. Das ist ja richtig geil. Genau, da steht dann aber... Okay, da steht dann aber die Wahrscheinlichkeit, wie hoch das ist, was man... Erhalte zufällige Speer mit 1 oder 2 Sternen und eine geringe Chance auf 3 Sterne. Okay, das ist also random. Ich kann mir aber vorstellen, dass das... Ach, da schau her, das wird... Ah, okay, du kannst die Stärken der Waffen einstellen. Du kriegst sicher 1 oder 2 Sterne, du kriegst sicher 2 oder 3 Sterne und du kriegst sicher 3 oder 4 Sterne. Die kosten natürlich auch dementsprechend mehr. Okay, ich verstehe die Frage schon. Dann Doppelschwerter, Doppelsäbel, Doppelhelle Baden. Warten eigentlich auch ganz geil. Die brauche ich nämlich für ein Feuerbild. Genau, und die skalieren da ganz gut mit unserem Bild. Die skalieren gut mit Holz und mit Feuer. Das passt also schon mal ganz gut. Jetzt weiß ich zwar nicht, was ich da jetzt genau gekriegt habe. Müssen wir uns anschauen. Doppelmarkis-Hellebarden. Dann 3 Sterne, okay. Dann nehmen wir die einmal. Dann schauen wir nochmal zum Schmied. Weil die können wir mit Sicherheit schon verbessern. Bringen wir. Bessert wir mal. Rang 2 Stahl. Rang 3 Stahl haben wir auch noch. Perfekt. Dann haben wir die schon mal ein bisschen aufgewertet. So, dann schauen wir uns die Einbettungen an.
So, was brauche ich? Willensverlust durch Blocken. Das ist fest, das kann ich nicht außer da. Willensdauer und Schaden im verzweifelten Zustand ist der mal einmal raus. Okay. Jetzt Brennhaus Habitäre, grüß dich. Alles fit bei dir. So, und dann nehmen wir da irgendeine andere Eigenschaft. Wir könnten jetzt aber vorher noch hergehen. Haben uns die Bronze Doppelschwerter nehmen. Und nehmen wir da einfach den Nahkampfschaden raus. Und fügen wir den bei den Hellebarden ein. Wenn es geht. Nein, das geht nicht, weil das Korunda-Sockel nicht ist. Okay. Okay, das ist wieder Sockel gebunden, passt. Haben wir aber Feuerangriffskraft tatsächlich eine da. Das hat auch passen. Dann nehmen wir wieder unsere 4 Sterne. Doppelschwert und der wir da Nahkampfschaden wieder eine. Nahkampfangriffsschaden, da ist perfekt. Ja, ist Paletti und bei dir. Sehr schön, das hört man gern. Bei mir passt soweit alles. Endlich wieder einmal einen Tag, wo ich streamen kann. Gut. Dann machen wir es aber tatsächlich so, dass wir dann den Ringknaufsäbel wegtun. Wobei der macht. Ja, machen wir den. Okay. Dann haben wir jetzt 2 Doppelwaffen. Was haben wir da noch? Gibt es jetzt nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Okay. Was haben wir dafür? Ja? Dann werten wir uns einmal auf. Gehen wir Richtung Feuerkraft. So, und dann ein neues Schlachtfeld ist nun verfügbar, ja. In dieses geheime Dorf, da wo wir jetzt sind, kann man wie gesagt jederzeit zurück. Das ist unser Hut. Da können wir alles mögliche, wie ich es ja gerade gesehen habe, machen. Also wie gesagt, Waffen aufwerten, Rüstung kaufen, Sachen verkaufen und so weiter und so fort. Und da gibt es tatsächlich, das ist da auf der Karte nicht so ganz deutlich gemacht, weil man nämlich mit der Pfeil, mit die ganz normalen Steuerkreuztasten nach oben oder nach unten drückt. Dann steht aber dort das Hauptschlachtfeld und Nebenschlachtfeld. Da kann man quasi durchswitchen. Und das habe ich halt nicht gesehen. Das ist mir eigentlich nur zufällig aufgefallen. Deswegen werden wir mir jetzt da mal ein paar Nebenmissionen machen. Wo es welche gibt. Wie zum Beispiel das. Die fliegende Schwalbe von Heischen irgendwas. Machen wir jetzt einfach mal. Servus Misma 115 Sirotu. Savira Habitäre, grüß dich. Danke dir für deinen Resub im 8. Monat. Vielen lieben Dank, weiterhin willkommen und viel Spaß in der Basi-Gang. Das war jetzt verkehrt, aber du weißt, was gemeint ist. Wie geht's da? Naria Savidiere, wie oft hast du den Schmäh gehört? Es geht wo lang? Ja. Naria Savidiere, grüß dich. Alles fit bei dir. So. Da gibt's jetzt keine Flaggen, außer eine Hauptflagge, die steht da. Und ansonsten gibt's da jetzt nichts. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was wir in der Nebenmission tun müssen, aber das werden wir, denke ich mal, schon rausfinden. Wollen auf alle Fälle guten Schaden. Ja, läuft wohl, wie geht's bei dir? Grundsätzlich freut es mich, dass es bei dir läuft. Ich konnte eigentlich aktuell nicht lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt Brenners, danke für deinen Lurk. Das Game schaut spannend aus, Souls-like. Ja, ist ein Souls-like-Spiel. Allerdings ein bisschen ein einfacher Souls-like, da ich fast behaupten. Bin froh, dass ich nicht mehr in der Arbeit bin, sonst passt euch Savira. Denkt einmal so, ich muss nur in die Arbeit heute. Ja? Aber ich wünsche dir auf alle Fälle einen angenehmen Feierabend. Ja? Was du verdient. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen, aber das wird man schon herausfinden. Ah, hi. Ja, genau. Mal aussackeln, den Burschen. Rang 1. What? Der droppt Rang 1 Leder? Net to know.
Ja, ich sag schon, ich muss da nach hinten hin, das ist mir klar. Okay. Das ist ein dicker Mann. Du hörst auf, der Stern auf mich umzublitzen, damit wir uns da ganz schnell verstehen. Da stehen ein paar mehr rum. Wait a minute, kann ich? Ja gut, ist egal. Müssen wir da. So, ich muss da. Okay, der droppt den wieder. Nice. Also ich, wenn er so einen Meinungsverstärker hätte, dann darf man auch nichts rein. Okay, der ist hier. Okay, der ist bis unter 10 Nägel reingepafft. Verstehe die Frage schon. Oi. Ja, dann hast du ja erst recht einen Feierabend verdient, Saphira. Dann lehn dich zurück. Machst du saubere Brotzeit oder irgendein schönes, geschmeidiges Abendessen und dann geht's dahin. Hoffe. Wir hören uns jetzt an Dürüm, kann die Küche nicht mehr sein. Passt schon. Danke dir, Birgit, für den Lurk und lasst es euch schmecken. So, ich hab mir jetzt auch Montpassant beim Asiamann geholt. Was ist denn ein Montpassant? Das kenne ich nicht. Aber auf alle Fälle einen guten Mr. Price. Lasst es schmecken. Ja, das sind auch wieder alle Gegner, oder? Okay. Händel mit mir sind eine scharfen Soße oder Mr. Price, das hört sich zauberhaft an. Schau aber auf, dass das nicht zweimal bringt, gell? Boah, jetzt hat mir der andere von der Luft rausgefischt. Hey du, ich glaub, du bist die. Also für das, dass mir das Arschloch da einfach knallhart von der Luft runtergefischt hat, gell? Du warst bei McDonald's? Ja, das soll ja auch gut sein, habe ich mal gehört. Ich war zwar schon lange nicht mehr. Also wir gehen eigentlich immer noch einmal im Jahr und das ist eigentlich an dem Abend, wo wir vom Urlaub heimkommen. Aber ich hätte es ja zauberhaft. Aber da gibt es auch irgendetwas da rum, oder? Wie jetzt? Ist nix? Ja gut, okay dann. Du hast da bei Mackie in Kanada einen Grausen gefressen. Ja gut, ich sage jetzt mal so, die McDonald's bei uns, mit welchen in Amerika zum Vergleich ist, glaube ich, ne? Bei denen ist ja eine kleine Cola das, was bei uns eine große ist. So gefühlt, ne? So, da haben die Zombies. Oder was auch immer das ist. Darum wie geschickt, dass er mal ausgewichen ist. Ja, mal noch ein Sippen. Es gibt noch eine Größe, das ist voll. Ja, genau. Die hätten gern Chickbait-Nuggets, ja, wir feiern eine ganze Mörtelkiwi ganz drum. So auf die Art.
Verstehe. Da hätte ich mir auch gegessen, tatsächlich. Was auch immer du da gerade mit deinem Speer vorgeholt hast, lass es. Oh, der Babypanda. Babypanda flauschig. So, was geben wir ihm denn? So, du kriegst... Oh nein, die hat gute Subs. Da, mein Bronzeschwert kannst du haben. Da, schieb da mal ein Bronze... Da einfach mal ein Bronzeschwert in den Pfotzenschirm, das ist zauberhaft. Oh. Oh, da gefreut er sich. Was kriegen wir jetzt da dafür? Einen dekorativen Knoten. Sehr gut. Was kann ich mit dem Knoten machen? Kann ich beim Verhauen damit, oder? Voll am Abschmerzen, der Panda, du, der hat recht. Der hat absolut recht. Hey, warte, Moment einmal. Können wir mir da einmal ganz sneaky-peaky... Oh, das ist der Capo. Da habe ich schon gesehen. Kann ich dem ganz sneaky-peaky einen Pfeil im Pfotzen schießen? Oh, der ist baff des Todes. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Gut, der leicht aber auch so dreckert rot. Der muss ja irgendwas aushalten. Da stehen wir da oben. Schauen wir mal, ob die Armbrust vielleicht ein bisschen mehr macht. Hm. So, dass der auf jeden Fall nicht zaubert. Schau mal. Oh, leck, macht der viel Schaden. Bist du bescheuert? Der Bursche macht sauber Schaden. Aua. Nice, first try, bitch. Umrei, wie jetzt? Ach, das war das. Aha. Ja, und was? Du hast die volle Belohnung, oder? Ja, wie jetzt? Ja, gut, was ist das? Reise zu einem anderen Schlachtfeld. Dasselbe Schlachtfeld erneut herausfinden, kehrt zu einem aktuellen Schlachtfeld zurück. Verborgene Dorf. Immer ins verborgene Dorf, da ich fast behaupten. Okay, perfekt. Brauchen wir die Flagge. So. Immer schön Feuer aufwerten, damit da mal was in den Tee geht. Dann können wir eigentlich gleich straight die nächste Mission machen. Haben wir ja noch ein paar. So, das haben wir.
Die haben wir auch gemacht. Ja, das einzig Dumme ist, ich sehe halt jetzt nicht, was ich abgeschlossen habe, oder? Ach, das sehe ich wahrscheinlich immer unten an die Flaggen. Ob ich das schon gemacht habe, oder? Der gelbe Himmel brennt, Nebenschlagfeld, Hauptschlagfeld. Ja, das darf Sinn machen. Ich glaube, das sehe ich immer anhand der Flaggen, die wo da unterhalb haben. Okay, dann ist das nächste. So. Oh, das ist leicht rot. Standhaftigkeit auf 20 gestiegen. Und wir haben ein Verbündet. Oh, leck. Das heißt dann praktisch, wenn wir mir jetzt da schon auf Stufe 20 kommen, dass da wahrscheinlich irgendwas Unflauschiges daherkommt. 将軍を倒したはずなのに気の流れが乱れているわ Wir haben ja straight an einer Boss-Arena, oder was? Ist das der Ernst? Ach ja, genau, was ich noch gar nicht gesagt habe. Man kann jederzeit Verstärkungen rufen. Das heißt, bis zu 2 Stück pro Mission. Also sprich, du kannst es so machen, dass du bis zu 3, also mit dir selber, hast du 2 NPCs an deiner Seite, die wo dann jetzt mal mit dir mitrennen. Die haben da Eid-Level von 1, das geht hoch bis scheinbar Level 10. Und wenn du Level 10 Eid-Level hast, dann kriegst du von denen eher ein Rüstungsset. Fragt's mich bitte nicht, wie gut oder schlecht die Rüstungen haben. Damit habe ich mich nicht befasst, aus Spoilergründen. Aber ich wollte es nur dazu gesagt haben. Man kann auch scheinbar seine aktuelle Begleitung irgendwie zurückschicken, aber das habe ich noch nicht herausgefunden, wie das geht. Das weiß ich nicht. Aber das wird man bei Zeiten mit Sicherheit auch noch ausfinden. So, das heißt, die Nebenmission ist einfach nur ein Bosskampf. Ah, den kennen wir ja. Oh, nice. Ob der unblauschig ist, meinst du? Ja, der ist ja easy. Soll der stark sein? やったわね Braucht für einen Freund. これでこの谷にも平穏が戻ることでしょう Gut, wobei ich halt vielleicht dazu sagen sollte: Elixierzwahrung, 2 Stahl, 3 Mal, Ritualrobe des Hexers und Armbänder des Hexers, okay. Schauen wir mal. Wobei ich dazu sagen muss, dass das eigentlich ein normaler Overworld-Gegner ist. Also jetzt nicht so dramatisch. Den triffst du, glaube ich, in der 3. Mission schon als Overworld-Gegner. In der ersten richtigen Hauptmission nach dem Tutorial ist der erste Boss sozusagen. Aber der ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, der ist ja unmachbar. Der hat auch abgesehen davon kaum Seelen droppt. Also der war jetzt überschaubar. Oh, da haben wir ein bisschen die Handschuhe. Gut, die können wir nicht tragen, weil sonst wären wir überladen. Aber okay. Dann schauen wir mal, ob meine Theorie stimmt, dass wenn ich unten die Flaggen sehe, dass ich es schon gemacht habe. Ja, das ist tatsächlich so. Das
Nebenschlaf. Der gelbe Himmel brennt. Empfohlene Stufe 10. Ja, was haben wir? Stufe 31. Ja, kein Wunder, dass das so leicht ist. Also in Anführungszeichen. Aber kein Rat macht. Wenn, dann nehmen wir schon alles mit. Oh, das schaut düster aus. Das schaut aus, wie wenn wir im Mordor waren. Da haben wir jetzt keinen Verbündeten, okay. Haben wir wieder auf uns gestellt quasi. Haben wir jetzt aktuelle Moral von 10. Maul. Aha, da ist ein Bogenschütze um. Kartoffel im Vordergrund. Aha, da hinten lurt einer. Rang 1 Lieder, okay. Mehr Aufwertungsmaterialien, mehr gut. Pfeile, okay. Okay, Boom, Headshot. Wo liegt der? Achso. Ist der hier? Oh, da kommt der Hund mit. Sitz. Das ist er brav. Oder haben wir Truhe, nice. Her damit, mehr Loot, mehr gut. Ah, in der Mission gibt es jetzt 7 Nebenflaggen zum Holen. Okay, das ist scheinbar eine größere Nebenmission. Okay, alles klar. Also besser umluren auf jeden Fall. Was ist jetzt deine Aufgabe? Schnauzball. Vielleicht bin ich ein bisschen hart überfressen. Dann war dieser Preis, wenn man überfressen ist, ist das immer ein Zeichen, dass es gut geschmeckt hat. You know? Okay, da geht's zu der anderen Seite auf. Okay. Der Loot. Oh, was? Ah. Oder dass daher war und nichts überbleiben darf, was in dem Fall nicht zutrifft. Gibt es einen Chinesen, der teuer ist? Bei uns? Ich glaube fast nicht, oder? Mei. Halt dein Futzen. Okay, der Bogenschützen Paul da oben, der wird's biersten, du pass auf. Wie jetzt? Der hat keinen Schwachpunkt? Jo, hat er. Zupf die. So, da hinten ist eine Flagge, habe ich genau gesehen. Die drehen mit mir da mal rein. So. Da geht's weiter oben. Das ist auch eine Flagge, da schau her. Nummer 2. Es gibt noch eine Hauptflagge, das ist wahrscheinlich die da unten, die wir von dem Zipfjadam da bewacht.
Let me see. Let me see. Nicht einmal übersehen, aber normal. Raumanstalt, perfekt. Also, was seine Mission ist. Das ist wieder eine Flagge? Ja, das läuft durchgeschmiert, perfekt. Dann mehr mal gleich eine. Tut mir ja fast ein wenig leid, so wie die winseln. Gib mir jetzt her. Das war der Anführer von der Flagge da hinten, okay. We are back, WB Birgit. Und lasst es euch schmeckern. Schmecker. Ah, Dürüm, oh, war jetzt auch was Feins. Aber die recht. Okay, mein Gottbeste ist verfügbar. Ein großer Holzhammer, ja, zum Schnitzelklopfer, perfekt. Da hinten gibt's nichts mehr. Was? Wo? Wer lurt da? Au! Du Zipfel Adam da hinten, jetzt hat's die aber, gell? Schleichte. So, da ist die Hauptstandarte jetzt drin. Das heißt, unsere Standhaftigkeit sinkt jetzt nicht mehr unter 16, das ist gut. Oh, hi. Ich hab mir's genau gedacht. Einziger Nachteil von der Waffen, die ist ein wenig langsam. Aber ansonsten... Das nenne ich mal präzise geaimt. Ich kann sagen, wie liegt näher da? Da unten ist scheinbar das Missionsziel. Wo ist er her? Mhm, da ist noch... Oh, leck! Da hat er mich überrascht, der Bulle. Wie, das war erst Nummer 4? Okay. Also müssen wir noch weiter suchen. Helm der Diener Kavallerie des weißen Pferds. Aha. Und wo ist meine lieber schwarze Pferde habe? Ach, da war ich gerade. Ja, da hinten war die Flagge drin. Von da haben wir kommen. Da unten ist scheinbar das Missionsziel. Schauen wir schnell an in die Richtung. Weil 3 so Mini-Flaggen gehen ja noch ab. Die müssen ja auch noch irgendwo sein. Wahrscheinlich da dahinter irgendwo. Da ist eine. Der Tiger, der... Ja, genau. Der Tiger ist nicht dead. Und der ist auch gefährlich. Der hat nämlich... Warte mal, wenn wir uns können mit an dem sneaken, ohne dass der mir jetzt merkt. Müsste eigentlich, oder? Ja, okay, oder nicht.
Okay, der war easy. Das rentiert sich. Drachenhaare Essenz, das heißt, unsere Heilung wird besser. Perfekt. Da drehen wir da mal die Flagge rein. Da müssen da aber irgendwo noch zwei sein. Dann müssen da irgendwo zwei sein, die wir noch nicht gefunden haben. Jetzt pass auf. Die kriegen wir schon irgendwie. Da hinten ist eine. Wenn ich die noch nicht aktiviert habe. Okay, das war Nummer 6. Jetzt geht mir nur noch die letzte ab. Aber wo die jetzt ist, I don't know. Aber die ist schon irgendwo. Jetzt haben wir einen Ausblick von da. Vielleicht ist die ja da in der bei der Gegnergruppen da unter. Okay. Ja, da erinnert, ist sie vielleicht da erinnert. Jetzt pass auf, da haben wir einen Raum, den wir noch nicht angeschaut haben. Ja. Ah, perfekt. Alter, könnten Sie bitte chillen, Herr Turban-Träger? Dankeschön. Okay, er mag nicht chillen. Perfekt, dann haben wir alle Flaggen. Dann können wir jetzt im Endeffekt da hingehen, wo das Ende der Mission ist. Gegner haben wir alle beseitigt. Das ist er wahrscheinlich, ja, der Bokai ist da der Capo. Okay, Brainlag. Alter, ich feiere das Kontersystem einfach so hart. Easy. Kavalleriewurfspeer mit 4 Sterne. Der war erstaunlich easy. Der war jetzt erstaunlich easy. Sehr schön. Perfekto. Mal schauen, wir hätten wir jetzt da.
Mit wo skaliert denn der Speer? Nicht mit unserem Stuff. Okay. Wird aber nicht allzu schlecht, die Subs. Das muss ich aber dann, die Subs entfernen, das muss ich dann offstream. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir auch, das haben wir auch. Ah, dann haben wir da ja alle Nebenmissionen, okay. Jetzt, dann können wir in Teil 3 übergehen. Das ist jetzt die jetzige Mission, die wir machen müssen. Die haben wir schon. Da haben wir noch etwas. Schatten des Heiligen Bergs. Ja, der haben wir heute ein bisschen Nebenmissionen grinden. Warum auch nicht? Ach, das ist wieder die Mission, das Missionsgebiet da, okay. Da gibt's 3 große und 2 kleine Flaggen. Okay, alles klar. Drachenheilungspulver, okay. Aha, da ist schon wieder so eine Meerjungfrau. Dingens, Kirchenverschnitt. Weiter. Okay, das ist eine neue Gegnerart. Die anderen haben nicht mit so Tentakeln zugehauen. Weiter. Ich würde gerade sagen, stirbst du auch bitte mal? Der Herr Optio Habitere. Grüß dich Gott. Schönen Feierabend. Wie geht's da? Ja, perfekt. Oh, wo kämen die jetzt alle her? Heilige Scheiße. Alles gut, soweit von der Arbeit Fitnessheim. Sehr schön. Mr. Opzer, da wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Ich hoffe, du hast einen angenehmer Bärengalle. Ich hoffe, du hast einen angenehmer Arbeitstag gehabt. Oh, das ist ein Tiger. Und aber da hinten ist eine Hauptflagge. Okay, ja gut. Mal gucken. Essen mit Bacon. Das war knapp. Okay. Aber es war entspannt. Sehr schön. Fitness wahrscheinlich wieder eher weniger, aber so sieht es ja aus. Okay, aktuell noch keine Flaggen gefunden, außer die Hauptflagge da hinten.
Oh, eine neue Gegnerart, Spinnen. Bin mir nicht sicher, wie ich das finden soll. Da ist eine kleine Flagge auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Okay. Easy. Oh, der droppt Heilung zurück. Perfekt. Ah, da ist wieder so ein Mini-Gegner. Ein Mini-Endboss-Gegner sozusagen. Na, komm her. Einfach auf den unschuldigen Hund eindreschen. Das ist schon immer das Beste, was ich da habe, Kinder. Das ist keine Flagge. Da hinten ist auf jeden Fall eine. Perfekt. Sitz. Optimal. Ja, Sneaky Peaky Oschleier. Eine gute Sache auf jeden Fall. Gut, die kleinen Flaggen haben wir alle. Jetzt gehen wir uns gerade noch die großen ab. Oh, Minispinne. Ah, da hinten ist eine große. Aber wie kommen wir da hin? Jetzt pass auf. Da müssen wir schon irgendwie hinkommen. Moment einmal. Da muss ich mal schauen. Also indem man einfach da herläuft. Ja, okay, lol. So, das war jetzt die und die andere ist da hinten bei dem Tiger gewesen. Da müssen wir nochmal retour. Das war jetzt so eigentlich nicht geplant. Ja, okay, die eine Flagge hier daher. Hey, ich lege irgendwie alle Bosse auf First Try. Ist das, kann man das auf die Visitenkarten schreiben? Wobei ich auch sagen muss, das war kein unbekannter Gegner nicht. Schade, wenn ich das jetzt gewusst hätte, dass da gleich Bossareal ist, dann war ich noch gleich umdreht und hätte die andere Flagge noch geholt. Aber gut. Egal. Mehr Bosse zerpümmeln ist mir gut. Nächste Woche kommt übrigens Resident Evil 4 Remake raus. Das plane ich, dass wir das im Stream spielen. Ja.
Ich glaube am 23. ist Release oder am 24. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber Resi 4, Zombie und Horror und Ballern, glaube ich, zauberhaft. So, Hauptstadtfeld, das haben wir. Ah ja, da geht uns jetzt eben die eine Hauptflagge ab, aber die nicht so dramatisch. Warte, Moment einmal. Ich habe jetzt 2 Hauptschlachtfelder. Nebenschlacht, das ist ein Hauptschlachtfeld. Okay, tatsächlich, ich habe jetzt 2 Hauptschlachtfelder. Das ist die Frage, was machen wir? Machen wir das? Nehmen wir es mit dem korrupten Eunuchen oder. Nein, wir haben ja nicht 2 Hauptschlachtfelder, ich bin einfach ein Vollidiot, das wiederholt sich einfach nur. Okay? Es war jetzt auch ein wenig komisch, wenn 2 Hauptschlachtfelder haben. Lul. Habe ich wieder nicht gescheit geschaut. Erst 10 nach 6. Ich meine, das ist schon später. Dann haben wir aber jetzt relativ schnell durchgekommen. Oh. Der oberste Eunuch. Motoku, 遅いぞ。で、その者らは？聞いて驚くな。聴覚を打ったものでした。偶然見かけてな。誘わない手はないであろう。おお、わしは炎章、あざ名を本書という。Aber der. この猛徳とは駆け出しの頃からの馴染みよ。今の頂上には3校でさえ近づけない。な、手がないわけではない。Aha, wir gehen jetzt quasi über Kanalisation in die Stadt. この古井戸が抜け道になっておるか。よし、先陣はわしが切る。ただし、ここを塞がれては退路を失う。誰かを見張りに残そう。私に任せて。 Aha. Gut, verzeiht was ich verstehe sowieso nur. Du kannst nur. Aha, okay. Ich verstehe nur ein bisschen Bahnhof da. Angenehm. Aber Moment einmal, nur zum Verständnis. Ein Eunuch ist doch einer, dem sie einen Dödel angeschnitten haben, oder? Schaut so aus, wie wenn es so giftig wäre. Kannst du mir deine Fotzen halten? Aua. Aua. Nein, stirb halt da. Ach, da unten sehe ich meine Debuffs, die wo ich kriege, okay? Soll ich die da oben? Wahrscheinlich nicht.
他でもない。わしと猛徳が探っておるのは聴覚を打ったのであれば見たであろう。怪しげな薬のことよ。例の薬こそがこの国を乱す。 Ja, laber mich nicht voll, Basta. Okay. Erst einmal umladen. Das ist ein Shortcut, okay. Da hinten ist eine kleine Flagge. Wie viele kleine Flaggen gibt es denn da? 6 und 7 große. Das heißt, in dem Gebiet gibt es vermutlich 2 Bosse. Okay. Doppelhelle Baden des krähenden Hahns. Okay. Wollen wir mal aufheben. Ich hätte vielleicht einmal anfangen, so meine Rüstung aufzuwerten. Scheinbar abgeschlossen und nicht zu öffnen. Da findet man wahrscheinlich irgendwo einen Schlüssel. Da geht's oben. Oh, hi. Dekorativer Knoten, okay. Ja, erst einmal... Nee, ich wollte gerade sagen. Aber ganz schnell jetzt, gell? Da haben wir es genau gedacht, dass wir da oben geracht haben. So, das war da. Okay. Da warten wir sowieso oben, können wir dann. Stehe ich schon. Dann gehen wir erst einmal zu der Flagge dahinter. Eins nach dem anderen. Da geht's nur mal weiter oben. Wahrscheinlich kennt man dann da unten raus. Okay, das ist aggressiver mit so einer Art Speer. Ach, das ist wieder ganz groß, okay. Alter, chill. Was für ein Arschloch wirft denn da ständig mit? Der muss eh genau denkt. Ja, aber ganz schnell sitzt jetzt da, gell? Wirft der ständig mit seiner Feuerbombe da nach mir. Okay, Heilung habe ich dabei einmal gar nicht mehr. Und von da komme ich auch nicht auf die Flagge hin. Da müssen wir von der anderen Seite dann irgendwie hinkommen. Da geht es auf alle Fälle noch weiter nach oben. Ja, das Gebiet ist verzweigt. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen Zeit lassen zum Umschauen. Da hinten durch können wir nicht. Da hinten war Startpunkt, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, aber da können wir den Shortcut auch machen. Okay. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg nicht wieder da umrennen. Perfekt, dann schauen wir aber jetzt trotzdem erst da nochmal um. Ja, mal schnell.
Sind zwar die ganzen Gegner wieder da. Okay, da vorne haben wir vorher durchgebrochen. Weil wir da so nicht lang kommen. Da kommen wir so nicht lang. Also das heißt, zwangsweise müssen wir noch ganz nach unten dann, okay. Discord stirbt gerade bei dir wieder. Wie meinst du, stirbt gerade bei dir wieder? Aber. F. Doppel F. Alter, der ist so tanky. Connect Errors. Da war doch vor kurzem näher, Stepsi, oder? Wenn du da ist, oh, das ist eine Flagge, das ist gut. Okay, die haben wir zumindest schon mal. Achso, da hupft man dann da oben, okay. Beziehungsweise auch dann da um und dann kommt man auf die Flagge hier. Okay, wir müssen definitiv nach unten. Können wir uns mir darauf einigen, dass uns nur Ohrvieh angreift? Bitte, dankeschön. Kriegskunstklassiker, okay. Das Gebiet ist ganz schön. Oh, das ist ein Key-Item. Da brauchen wir auch einen Schlüssel. Wir brauchen 4 Leder, okay. Aber weiter auf, wie können wir nicht. Irgendwo musst du einen Schlüssel geben. Ah, du dumme Schneun. So. Pfeil. Ah, da kann man ja auch nicht sneaken.
様だな。 Letzte Worte eines Gefangenen. こ Das れも尋常な死に方ではない。頂上ね。 schauen wir mal, was bringt denn das? Bringt uns nichts. Ah, da hinten ist eine Flagge, okay. So wie ich sehe, haben die connected. Ja, wir haben wieder voll. 借りができた。 Azur, okay. Ja, ich bin gerade noch so ein bisschen in der Orientierungsphase von dem Level. Es ist sehr, sehr stark verzweigt. Du war einer. Okay. Bin am Weg, viel Spaß und einen schönen Abend. Bis bald. Eloy, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Schön, dass du warst. Und eine angenehme Restwoche. Sollten wir uns nicht mehr hören. Wolfsang, Knüppel, okay. Da ist ein Key-Item. Oh. Na, lieber auf den anderen wie auf mich. Schlüssel im Verlies. Perfekt. Der Schlüssel im Verlies. Fürs Verlies. Wait a minute, da hinten war... Da war ein Key-Item. Da hinter, aber da können wir ja so jetzt... Ah, Moment einmal. Können wir da durch? Tatsächlich. Drachenader-Essenz. Nehmen wir natürlich dann. Verstärkt unsere Heilwirkung. Perfekt. Und ganz oben können wir den NPC befreien, wenn man nicht alles täuscht. Da ist wieder er, da rennen wir jetzt einfach durch. Soll der andere ruhig weiterkämpfen? So. おお、ありがとう。まさか助けが来るとは。 Erinnert mich so ein bisschen an Demon's Souls, wo man den Zauberer befreien になっ kann. てたら捕まっちゃってね。 Ich weiß zwar nicht, was uns das jetzt bringt, aber lieber ist er frei, bevor er so da drin sitzt. 大丈夫。あとは一人で天中山には仲間のあの子たちが戻ったらまた会おう。 Okay, der geht auf unseren Hut zurück. Perfekt, dann können wir jetzt erstmal wieder oben. Hartnäckige Gerechtigkeit, okay? Dann haben wir da jetzt erstmal die Flagge rein.
Ich warte aber jetzt noch schnell geschwind mit dem Ausruhen, weil sonst kommen nämlich die ganzen Gegner wieder. Ich will nämlich schauen, wie man da hinten kommt. Weil da gibt es nämlich noch eine Flagge zum Holen. Beziehungsweise ich schaue jetzt erstmal außen rum. Beziehungsweise da war ich da grob, glaube ich, oder? Kann man da jetzt aufmachen? Ah ja, da schau her. Wieder eine Flagge, warum haut er zu? Weiß kein Mensch. Wir sind nicht da ist. Da drin ist eine Flagge. Also können wir dann wahrscheinlich da um. Okay, komm mal noch zurück, ich gehe doch erst an die Flagge, weil da ist wieder eine neue Gegnergruppen. Hey, lol. Kannst du einfach jedes Verlies aufsperren, oder was? Ach, das war eine große Standarte, okay. Gut, dann tue ich da mal rosten. Garantiert, dass da irgendwer lurt. War nicht. Beinkenntnis 6 ist, okay. Okay, die Frage ist, wie kommt man da rein? Ah, da ist die Flagge, okay. Perfekt. Fuck, jetzt gehen wir mal nicht mehr auf, ey. Gut, macht nichts, ich kann ja einfach zurückrennen. Einfach im Vollsprint. Weil über Treppen gehen haben sie noch Gott sei Dank noch nicht gelernt. Wait, ist das wieder der Shortcut? Tatsächlich, das ist alles in einer Verbindung. Hey, dann hätte ich aber vorher schon da lang können, oder nicht? Anyway. So, was ist, wenn ich mich dann da noch oben droppen los? Da ist doch vorher ein Gegner gestanden, oder nicht? Ja, da unten. Oh, was hilft mir das, wenn ich da hingehe? Das hilft mir eigentlich gar nichts. Muss ich mir von der anderen Seite anschauen. Da ist Niki Biki. Der ist hier. Ah, weil da ein Item ist, okay. Und da drüben ist auch was. Stimmt, das ist die Seite, von der wir auf da drin nicht hinkommen haben, okay? I see. Rang 4 Stahl, okay. Das rentiert sich. Oh, ich hab Fallschaden gekriegt.
Autsch. Bronze-Morgenstern. Kavalleriewurfspeer. Ja, der Speer, der skaliert ja leider nicht mit unserer Skillung. Okay, da hinten geht's weiter. Da kann man noch was aufsperren. 貴重なものが眠っているらしい。 Scheint safe zum sein. Queen Grundsäbel und Armreife der Shanway-Soldaten. Mal schauen. Oder wo ist denn die Armbrust? Das ist die Armbrust. Nehmen wir mal die geschulterte Armbrust. Den Bogen haben wir noch ein bisschen nicht. Ja gut, die kann ich nicht tragen, weil es sonst schwer wäre. Da muss ich die nächsten Punkte mal ein wenig mehr in die Ausdauer und in die Ausrüstungslast stecken. Okay. Schauen wir uns da noch ein wenig um. Es ist schön, dass du da schon mal springst. Achso, da ist ein Lord da. Okay. Oh, hi. Pseudosandama. Goldene Zikadenhülle. Das habe ich noch nicht ausgefunden, für was das die haben. Die kannst du für irgendwas eintauschen, aber ich weiß nicht für was. Kavalleriehellebarde. Okay. So, können wir da jetzt auch wieder auf B? Wahrscheinlich nicht. Aber wieder über unten lang gehen. Gut, dann sollten wir da jetzt eigentlich so weit alles haben. Werden wir da mal resetten. So kann ich vielleicht jetzt ein bisschen eine Rüstung tragen. Ah, jetzt geht's sogar. Tatsächlich. Perfekt. Dann machen wir durchrennen. Fünf Mineralienpulver. Ah, da ist ein Bosskampf, okay. Da ist definitiv ein Boss dahinter. Mal gucken. Was du bist und was du kannst. Oha. Medusa? Ja, wer kennt nicht die unflauschige Medusa? Eiche. Oh, die macht Giftpfeilen. Ja, erst mal Patterns lernen. Okay, da klang es mit beiden zu. Okay. Okay, der kommt ein wenig verzögert.
Ah, okay, ja. Der kündigt verzögert an, kommt aber dann tatsächlich ziemlich schnell. Dominos. Beim zweiten Mal hat sie schon. Ja, was ist der? Boah, leck, den habe ich nicht kennen. Okay. Aua. Der war auch neu. Ah, der geht auf mich, okay? Au! Okay, das war Follow-up mit Crit. Jetzt weiß ich, wo die Medizin gut ist. Aber für den ersten Versuch, glaube ich, gar nicht einmal schlecht. Für einen ersten Versuch gar nicht schlecht, die ist nicht schwer. Die ist eigentlich ziemlich... Die ist relativ überschaubar. Die ist relativ überschaubar. Das heißt aber jetzt praktisch eigentlich nur... Okay, von der habe ich nur eine praktisch, oder was? Die Aussage hätte eine gewisse Zeit immer benutzen. Okay, das interessiert mich nicht. Öl des Erwachen. Sie braucht was gegen Gift. Ja, das war das 5 Mineralien-Bui für frostfeste Erde. Erhöht außerdem Weidenost. Okay, geht euch nach. Ah! Erlaubt dir bei der Verwendung dich von deinem. Ah, okay. Technisch-Tafel, Tigernsegel, Fragment, das geht nicht sehr bestimmt. Ja, okay, lul. Alle Normalsterblichen schwitzen beim Zuschauen, als Veteran, holt mein Bier, haben wir gleich. Die haben uns nicht oben, Mr. Price. Die haben uns nicht oben, Mr. Price. Haben wir schon zu dritt Kleiner nicht geschlagen. Aber wie gesagt, die ist nicht so dramatisch. Okay, das Dumme an einem Begleiter ist, das sollte man vielleicht echt mal in Erwägung ziehen, bei Boss und Korn Begleiter mitzunehmen, weil ich nie weiß, welcher Angriff jetzt auf mich kommt und welcher nicht.
Nicht aufpasst. This looks a lot like Smoother. Ach, das kann man auch dodgen? Good to know. Fuck you, bitch. Easy.どうだ猛徳。狭いが通れそうだ。奥に牢獄が見えるぞ。Oha, if I see dip, I press F. ありがとうございます。 Lady Zen. 私はシンと申します。きっと私を守りたい一心で失礼をお許しください。 Die Frau mit Schlangen schaut ein bisschen besser aus wie die andere vorher gerade. 長女は罪なき人々を捕らえ、この地下で気を奪っておりました。 Gibt es aber die Ehre. Merci dir für den Lurk und einen guten. この蛇が守ってくれ。 Nur noch 91.049 Punkte und eine Kimmel. Was brauchst du? Wie jetzt? Du brauchst. Hä, du hast doch mehr wie 1000 Kanalpunkte, oder? あなた方はもしや栄翔様？天に星をいただくお方よ。ここでお会いできるとは。いかにもわしが炎章。そうか、天文にもそう出ておるか。本社、この令状の急務は任せた。連れて行くわけにはいくまい。Der andere freut sich. こそ抜かるなよ。Ich schaue halt aus wie so ein Zirkusprinz, ehrlich. Mir kommt es auch gerade komisch vor, mein Hirn ist halt, Matsch, du hast definitiv mehr wie 1000 Kanalpunkte. Das kannst du mir jetzt nicht verzeihen. Du bist ja in jedem Stream gefühlt da. Was heißt gefühlt? Du bist in jedem Stream da. Also das war jetzt ein wenig komisch, wenn du auf die Zeit nur 1000 Kanalpunkte gekriegt hättest. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass das bei Twitch so ist, ne? Also es hat ja mal eine Zeit gegeben, wenn du gelurkt hast und länger als eine Stunde nicht aktiv am Chatgeschehen teilgenommen hast, dann hat dich Twitch nicht mehr als aktiven Viewer gezählt. Ja? Das haben sie aber scheinbar behoben, ich weiß aber nicht, ob das jetzt nicht schon wieder so ist. Kann ich da leider nicht sagen. Da war der Bossraum, oder? Ja. Ja, ich weiß auch nicht, so wirklich der erste wirklich fordernde oder wenn fordernde Boss war die Milka-Kur, der Milka-Kur-Verschnitt. Aber bisher hat mir jetzt noch kein Boss so wirklich ins Schwitzen gebracht, so wirklich richtig krass ins Schwitzen gebracht. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Es liegt vielleicht daran, dass ich das eine oder andere Soulspiel schon hinter mir habe, aber trotzdem. Kämen wir bisher wirklich erstaunlich leicht durch. Leichter als gedacht. Ja, ich habe mit 38.886 gerechnet und nicht mit Punkt dazwischen. Hast du nicht irgendwie...
Ach, du hast mit 38. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, 38.000, das geht sich eher hin bei dir. Dann kannst du dir überlegen, ob du einen Willkommenssound möchtest. Der ist ja dann auch nicht mehr weit weg. Oh, Flagge. Nice. So, erst einmal. Grundregel in jedem Souls-like, erst mit Einrichtung zusammenhauen. Damit ja auch nichts passiert. Alter, die dumme Schnallen, die hat mir überhaupt keine Seelen nicht gegeben. Oder nahezu keine Seelen. Ich hätte auch so 83.000. Ja, du hast 83. Jetzt schon wieder 83.000. Ich meine, du hast eigentlich gefühlt schon alles eingelöst, was man so einlösen kann. Ja? Außer ein Ego-Shooter, aber davon hat wahrscheinlich keiner wirklich was. Weder du, noch ich, noch sonst irgendwer. So, wie schaut es jetzt aus? Gefällt mir nicht. Sitz. Das Problem hatte ich einige Zeit bei der Marshall, dass ich zeitlang überhaupt keine Punkte mehr gekriegt habe, wenn der Tab nicht aktiv war und dann eine Zeit lang nur, wenn der Stream unmuted war. Ja, das ist Twitch, das ist einfach ganz komisch. Das liegt halt einfach daran, dass Twitch verzweifelt versucht, irgendwie die Bots in den Griff zu kriegen, was meiner Meinung nach, glaube ich, gar nicht in den Griff kriegen kannst, ohne dass du die komplette Plattform zerschießt. Und da machen sie halt manchmal ganz weirde Sachen, so von wegen, ja, wenn du nicht aktiv im Chatgeschehen teilnimmst oder halt aktiv deinen Stream nicht aufhörst, dann bumm, dann interessiert's uns nicht. Dann bist du nicht mehr, quasi wirst du nicht mehr Zeit. Das ist halt, sagen wir mal, mir ist ja das Ende wurscht, ne? Aber es gibt Leute, denen ist das nicht wurscht, die geben dann ziemlich einen harten Fick drauf, wegen einer Statistik, denen ist es halt nicht wurscht, wenn denen auf einmal der Viewer nicht mehr angezeigt wird, ne? Weil du fällst ja dann aus der Statistik raus, oder so war es halt zumindest vor ein paar Monaten. Dann hast du quasi aktiv oder effektiv hast du 25 Leute da sitzen, es werden aber nur 5 angezeigt. Ne? Mich stört das weniger. Ne? Aber wie gesagt, es gibt halt Leute, die richten sich halt komplett nach einer Statistik und die stört das halt dann ein bisschen. Jetzt habe ich nur noch 5 Leute da sitzen. Obwohl es eigentlich mehr haben. Okay, eine neue Gegnerart. Eine ziemlich unflauschige neue Gegnerart. Alter, Endgegnersäule. Nein, zupf die halt von mir. Geh halt weg, ich sag nix. Okay, die zwei die haben geisteskrank unblauschig. Nice. Wenn es den Bot nutzt zum Punkte sammeln, kann das eigentlich nicht passieren. Na, habt ihr schon. Oh, der beide, da habe ich die. Na, oh, nee, ich hab da schon rumprobiert, wenn der Stream muted war, aber der Top unmuted bekam ich keine Punkte, war der Stream laut und der Top muted ging's. Jetzt hast du das verstehen. Ja, jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich es verstehen. So, wir haben eine. Was ist eigentlich mit dir? Warum bist du eigentlich nicht mitgerannt? Ha, du Haum da her. Gut, ist nicht so, dass er die Breite dabei hat, ne? Ja, ich sag mal so, wenn du jetzt, wie gesagt, nicht aktiv im Stream bist und wirst immer als Viewer gewertet, dann zeigt dir das ja mehr oder weniger auch für einen Bot, weil ein Bot ist ja auch nicht aktiv im Stream. Der schimmelt halt in deinem Stream rum, aber ja, der schreibt halt nichts so, ne? So. Aha, da schaut er so. Da sitzt er oben auf dem Baum. Das gefällt dir wieder, gell? Ja, helfe ich auch Endschuhe. Ach, einen gibt's nur im Doppelpack, oder was? Ja, zauberhaft. Boah, leck, jetzt soll ich mich... Den erst.
Ach so, so meinst du. Ja, wie gesagt, mich stört ja das sowieso generell nicht, ne? Also, wie gesagt, ich weiß auch, wer mehr oder weniger. Also, ich kann mir so denken, wer halt im Stream da ist, ne? Und, wie gesagt, ich mache ja mein Content, hängt nicht von meiner Viewerschaft ab, ne? Mir ist ja das wurscht, ob mir jetzt 5 Leute zuschauen oder 25, ne? Für mich zählt ja jeder. Das ist mir jetzt, ich mache da keinen Unterschied nicht. Ich ziehe meinen Content durch, ob das jetzt, wie gesagt, 5 oder 25 haben. Für mich ist jeder Viewer wertvoll, ganz einfach. Macht da keinen Unterschied nicht. Seit Tag 1. Und solange die Leute beim Lurken auch keine Probleme haben, dann habe ich auch keinen Stress damit. Ich will halt nicht. Ich habe halt da damals ein schlechtes Gewissen gehabt und habe halt da darauf aufmerksam gemacht, wie das halt bei Twitch so gewesen ist, dass ich halt die Lurker angesprochen habe. Das tue ich ja nicht. Ja? Ein Lurker will Lurker sein und das ist auch gut so. Aber ich habe halt die Leute damals angesprochen, Leute, die jetzt gerade lurken, ich will ihn jetzt nicht da rausreißen, aber wenn ihr Kanalpunkte haben möchtet, dann hat Twitch das so geregelt, dass einmal im Stream aktiv sein müsst. Das haben sie dann revidiert, weil gesagt, das ist nicht mehr so. Deswegen, wenn es da Probleme wieder mit Kanalpunkten gibt, obwohl man zuschaut, dann hat da Twitch wieder irgendwas versemmelt. Weil das soll halt eigentlich scheißegal sein, ob du nur stiller Zuschauer bist, also nur in Anführungszeichen, ob du stiller Zuschauer bist oder aktiver. Es soll jeder seine Punkte kriegen. Ja? Und wenn es da Probleme gibt, dann dürft ihr mir das auch jederzeit sagen. Ich meine, wir haben in 99% der Fälle sowieso 10 Punkte, weil auf die Kanalpunkte habe ich keinen Einfluss nicht. Aber... Okay, der Schwierigkeit, ich habe es wirklich verstanden, der Schwierigkeitsgrad ist massiv in T gegangen jetzt. Oh, leck. Also, es werden aber mehr. Leck mich am Arsch. Alter, was haben sie dem eigentlich zum Fressen gegeben? Respekt. Okay, ich nehme meine Aussage von vorher zurück. Jetzt wird's eklig. So, und jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Da oben ist eine Flagge. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, wo ich hergekommen bin. Ist die ist ah, ich bin von da gekommen, okay. Kenny, ich mach da keinen Unterschied, mach's halt einfach gern und so soll's. Genau. Ganz genau so. Aus Spaß macht man's. Da soll das soll kein Hardcore-Grind nicht werden, weil für das, ganz ehrlich, ich verdiene mein Geld woanders. Mich freut's, wenn Leute zuschauen, wenn die das cool finden, was ich mache, wenn sie sich unterhalten fühlen oder wenn ich dem einen oder anderen einfach ein bisschen Zeit vertreiben kann. Ja? Das ist Lob genug für mich. Ja? Alles andere ist einfach Nebensache. Wie gesagt, und da zählt einfach jeder. Egal, ob er regelmäßiger Zuschauer ist, ob er ab und zu mal da ist, ob es neue haben, ob es Leute haben, die sich da zufällig einmal einer verirren. Völlig egal. Ah, da war der Lothar noch, gell? Oh, schreck mich, du Arschloch. Kattel, habe ich dir, grüß dich. So, da ist eine Flagge. Wie komme ich jetzt auf die Flagge da hin? Ah. Sie. Okay. Okay.
Ich hab mich auch verirrt und jetzt findest du nicht mehr raus. Ja, das ist... Schau, der Weg ist doch das Ziel. Ne? Du hast dich da mal her verirrt, du und der Lucke, und hat's hängen geblieben. Warum hat's hängen geblieben? Weil es ihm scheinbar taugt. Und das ist genau das, was sein sollte. Ne? Also für mich ist das, was dort sein sollte. Wenn ich die Leute davon überzeugen kann, oder wenn die Leute das einfach gut finden, ne? Oder lustig finden, oder unterhalten finden, nennt es, wie es schmeckt. So, da haben wir jetzt einen Shortcut, das heißt, wir kann man da unten dann wieder jederzeit auf die Flagge da hin, oder? Ja, das tun wir jetzt auch. Aber wie gesagt, da rede ich halt von mir und meiner Person. Ja, wie das andere sagen, das weiß ich nicht. Okay, schauen wir noch. Was ist da hinten? Da hinten ist eine Flagge. Warum habe ich die vorher nicht gesehen? Okay, der hätte schon da gesessen. Die habe ich nicht gesehen, weil dieser anderer Raum ist. Wir haben da vorher nicht gekämpft. Wir haben vorher da rüben gekämpft. Und da steht das, wie grintig das Arschloch da herumsteht. Den schieße ich jetzt nicht, aber sonst kriege ich wieder aufs Maul unnötig. Das will man ja nicht. Okay, wir tun da weiter. Wir tun da weiter, weil da haben wir aussehen, haben wir den Shortcut. Okay, alles klar. Jetzt passt so Wacht. Schauen wir da mal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du bist von der chinesischen Al-Qaida-Truppen, wenn du mich fragst. Sei Habitäre. Ich konnte aber auch nicht mehr sagen, wie ich mit da einer verlaufen habe, ich vermute mal mit einem Raid. Ja, die meisten von euch haben mit Sicherheit irgendwann einmal von einem Raid vom Mike oder vom Dampf da einer gekommen, was völlig fein ist. Haben wir eh schon ein paar Mal drüber geredet gehabt. Also ich habe halt das Glück gehabt, in einer Bubble zu landen, da wo man halt mitgezogen worden ist. Ne? Also ich bin halt ein Mitläufer gewesen, mehr ist das nicht gewesen. Ja, wenn gewisse Leute nicht gewesen waren, warten wir halt nicht da, wo wir jetzt halt haben. Ne? Ich für mich persönlich, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, weil das haben wir schon, gerade die Leute, die schon länger dabei haben, wissen das. Ich für mich persönlich habe auf Twitch alles erreicht, was man erreichen kann. Alles, was jetzt da kommt, ist absoluter Bonus. Wenn mir vor 1,5 Jahren mal einer gesagt hätte, hey, Junge, du wirst einmal so zwischen 25 und 30 Viewer haben, oder zwischen 20 und 30, dann hätte ich massiv Freiweg am Vogel gezogen. Das ist eine Tatsache. Ja. Scheiß Mitläufer. Ja, was soll ich sagen? Weißt du, ich weiß das auch. Ne? Es ist nicht so, dass ich da sage, ja, das habe ich allein geschafft. Nein, weil es halt einfach fucking nicht wahr ist. Ja? Ich, wenn halt den einen oder anderen Raid nicht kriege oder die eine oder andere Werbung nicht gekriegt hätte, so muss ich sagen, dann war das alles nicht so, wie es jetzt ist. Ja? Wir haben auch durch einen Raid vor einem gewollt für ihr, entweder dann für Mike. Birgit, bei Eng bin ich mir fast sicher, es hat es über den Mike gekommen. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Ich glaube, es hat es über den Mike dahergekommen. Aber das ist ja auch völlig wurscht, von wer von woher kommt. Das ist ja egal. Ne? Mich freut es, dass du hast. Punkt aus Epfeamen. Mehr sage ich da. Du fest wurscht ist, ob du mitgelaufen bist oder nicht, mit dem Content holst ja, das ist halt so das Einzige, was er mal selber ein wenig rausnimmt.
dass ich scheinbar einen unterhaltsamen Content mache, weil wie du sagst, sonst wart ihr nicht mehr da. Oder wart nicht hängen bleiben. Also muss ja das, was ich da betreibe, halbwegs unterhaltsam sein. Dann ist der Mike schuld. Mehr schuldige Mikes sind mir gut. Okay. Jetzt geht er mal an die Flagge und dann werde ich mal aber massivst einmal meine Rüstung und so weiter aufwerten, weil ich glaube, dass das allmählich wirklich nötig wird. So, reisen wir mal in unseren Hut zurück. Was hat Kattel geschrieben? Just say. Ja, true. True. Das war komisch, wenn es nicht der Sei war. Das war komisch, wenn es nicht der Sei war. Es haben sie halt einfach mit der Zeit, mit den Wochen, Monate, wo wir jetzt streamen ja doch schon über 1,5 Jahre, da haben sie halt die ein oder anderen Insider gebildet. Ja? Und das ist ja auch gut so. So, jetzt schauen wir mal. Die können wir jetzt auch mal weiter aufwerten. Rang 4 Stahl. Okay, Rang 5 Stahl haben wir noch nicht, halt das. Aber unsere Rüstung. Ja, das ist halt so eine Sache, wie ich eigentlich meine Rüstung aufwerten. Ich weiß auch nicht, was noch alles kommt. Andererseits bringt es auch nichts, wenn ich mich. Ja, wobei. Das sparen wir jetzt, glaube ich. Ich kann nicht gar sagen, warum. Warum werte ich meine Rüstung nicht auf? Bisher hat mir noch kein Boss richtig hart in die Bredouille gebracht, dass ich 2 Damage gekriegt habe. Das heißt, das Rüstung aufwerten los ich jetzt erst bald. Da gibt es mit Sicherheit irgendwann noch eine Rüstung, die wo besser ist. Und dann hau ich meine ganzen Ressourcen raus und wenn ich dann eine Rüstung gekriegt habe, da wo man denkt, hey, die kann passen, dann scheißen wir es weiter. Buchstäblich. In 1,5 Jahren schon wieder kann irgendwer mal die Zeit erhalten. Wenn es kann, da das. Sag das ganz ehrlich, was es ist. Im Juni haben wir das 2-jährige Jubiläum. Da werden wir wieder einen Jubiläumsstream haben. Aber wahrscheinlich nachdem ich von Greta heimkomme. Machen wir wieder Jubiläum. Das 2-jährige, 2 Jahre Twitch. Aktiv Twitch, muss man nur dazu sagen. Zwei Jahre aktiv Twitch. Und so viel Scheiß erlebt. So, also positiven Scheiß, ne? Kann nur besser werden. Oder was heißt besser? Besser kann es immer werden, aber kann nur lustiger werden. So muss man sagen. Mehr geschubst, halt einfach mehr gut. Ist einfach ein Tatsachenbericht. Wenn wir eins gelernt haben, die letzten 1,5 Jahren, dass voll kaputte Köpfe mehr Gaudi haben. Mehr Scheiß ins Internet setzen ist auch mehr gut. Schund, muss ich sagen. Du freust jetzt auf ein sauberes Wiener Schnitzel und auf ein Grüßnockerl, Mr. Saiching. Ich und anderen wünschen mir da von Herzen einen gesegneten Appetit. Ich glaube, das hast du verdient. So, wenn ihr jetzt das richtig seid, gehen uns noch 2 kleine und eine große Flagge an. Ah, hallo, bist nicht so cool, gell? Arschloch, du Grintix. Das sagt mein Chef auch immer, viel Depperte, viel Gaudi. Ja, das trifft halt auch zu 100% zu. Was aber jetzt nicht zu 100% zutrifft, ist, dass ich weiß, wo es weitergeht. Da hinten ist eine Schatztruhe, ich hab's genau gesehen. Die wird aber wahrscheinlich wieder von ihnen so ein Zipfel Adern bewacht, oder? Ah, die Schaf, lul. Ah, ich glaube, ich weiß, wo es weitergeht. Oh, hey. Was, dass sie immer so ein Pfinsinger da einmischen muss? Okay. Okay, das gibt aber einen Abzug in der Rendering. Einen Abzug beim Rendering, gell? Boah, leck, das ist aber ein Riesengebiet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schaffe bis zur Reflau. Ja, müssen wir schaffen. Auf dem Dachel ist auf alle Fälle irgendetwas.
Okay, da ist ein Lord dann. Die ist abgebrochen, die müssen wir dann irgendwann einmal overtreten. Wow, leck. Ja, geil ausschauen tut schon, aber... Laufen wir 2 Unflauschige umeinander. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. And I can feel it coming in the air tonight. Wo long? Sei im ersten mit deinen 61 Bits. Jetzt bin ich wieder invasiert worden, oder was? Hey, du dummer Daumschädel! Einfach random irgendwelche Welten invasieren ist unflauschig. Du stirbst erst einmal gediegen. Ja, die Flagge hinten holen wir uns noch auf jeden Fall. So, die Frage ist, wie kommen wir da noch auf? Ah, indem man dann über das Dachtel dann da oben hupft. Okay. Das heißt aber, wir müssen zwangsweise irgendwie da umkommen. Da hinten stief wieder auch einer umeinander. So saudeppert. Das Lied ist mir bei Gott letztens nicht eingefallen. Der gute Phil Collins. Ja, okay, gehen wir mal von rechts nach links, hätte ich fast gesagt. Oh, das. Jetzt wollte ich gerade sagen, wenn du jetzt einen Krieg anfängst mit dem, dann schicke ich dich heim. Wo sind die anderen jetzt? Ah, da hinten, die haben uns einfach nicht gesehen. Das ist ein richtiger Blinkgänger. Stirb! Okay. Da ist auch selbst drum. Noch ein 4-Stall, nice. Oh, hi. Wo was mit einer schönen Glemperer Truppe haben sie die ausgelassen, hä? Oh, das ist ein Key-Item. Nice, Drachenhaarerkristall, das heißt Ohrheilung mehr. I take it. Jetzt haben wir 6 insgesamt. Oh, das ist schon gelohnt, dass wir da hergekommen haben. Da haben wir auf den Felsen laufen. Also ich muss schon sagen, optisch schaut das Spiel schon gut aus, gell? Also du kannst dem wirklich nichts sagen. Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Okay, der Aufgang da ist auch nicht ohne Grund. Da hinten ist ein Babypanda. Aber sonst schon an nix. Okay. Mhm, okay, dann müssen wir nichts mehr schauen. Das ist der Kappa von der Anstalt da, okay? Weil der Flammenschaden ist ja richtig geisteskrank, das tickt einfach weiter oben. Oder das tickt einfach weiter oben. Aua. Ja, die Flagge ist jetzt quasi frei. Verbrennungsdebuff macht für mich Sinn. Ja, das ist quasi das Pendant zu Giftschaden in Dark Souls 2, haben wir mal sagen lassen. Und Flammenbilds scheinen in dem Spiel richtig krass stark zu sein.
Okay, da hinten ist dann wieder ein Endboss. Das heißt aber, wir uns gegen 2 kleine Flaggen ab. Okay. Ah, jetzt halt. Okay. So, unser Moral fällt jetzt ab jetzt nicht mehr unter 18. Das ist gut. Wieder ein wenig in Gesundheit investieren. Scheiße. Ja gut, das machen wir das nächste Mal. Okay, das heißt, beim nächsten Mal schauen wir uns da in den Turm drinnen um, hauen wir die paar Gegner da noch zusammen und dann haben wir relativ zu Beginn des nächsten Wulong-Streams gleich einen Bosskampf, weil der wird da dahinter sein. Laut Minimap ist da auch irgendwas groß dahinter. Und große Tore in Souls-like-Spiele, immer Bosse. Oder in 99,9%. Ja. Ist eine Seltenheit, dass da mal kein großer Boss dahinter ist. Aber Bosse braucht man bisher in dem Spiel ja nicht wirklich fürchten. In dem Sinn, Freunde der Sonne, machen wir für heute einen Cut, hätte ich gesagt. Da spanne ich leider jetzt ein bisschen auf die Folter. Ja, ich werde dann offstream die ganzen Waffen demontieren, was die Sub-Eigenschaften angeht, werde meine eigene Ausrüstung vielleicht ein bisschen nach oben grinden. Mal schauen, was heißt nach oben grinden? Ich werde halt schauen, dass ich mein Waffenbild oder generell mein Flammenbild ein bisschen anpassen kann. Muss ich mal schauen, ob ich das hinbringe, weil das will ich jetzt nicht im Stream sagen. Ich werde ihn dann natürlich wieder komplett auf den neuesten Stand bringen, werde sagen, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, warum ich es gemacht habe, dass da ja im Bilde hat. Ja? Also der Erklärbarzi wird wieder am Start sein, wenn es soweit ist. Ja? Das war sowieso klar. So, ich weiß allerdings jetzt nicht, wann ich das nächste Mal live gehe. Spätestens am Montag da ich jetzt fast tippen. Ja? Ich werde es am Wochenende sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Erstens einmal hat am Sonntag Mama Geburtstag. Das heißt, der Frühschoppen am Sonntag wird definitiv flach fallen. Außer es war so, dass ich um 8:30 online gehe, aber da werde ich wahrscheinlich noch so dermaßen schief aus der Wäsche schauen, dass ich sage, also schauen wir davon aus, dass am Wochenende auch keinen Stream geben wird. Ja. Samstag rentiert sich nicht. Erstens einmal habe ich Nachtschicht von Freitag auf Samstag, das heißt bis 11 Uhr werde ich auch schlafen, eher sogar 12 Uhr. Und dann habt ihr ein dickes Programm mit dem Mike und dann abends mit dem Dampfe. Das wird also von daher auch nicht in Frage kommen. Sollte ich wieder erwarten, doch Zeit finden, dass ich am Wochenende noch irgendwie einen Stream mache, dann so gesenkt natürlich rechtzeitig. Ansonsten schreibt es imaginär in einen Kalender, schau mal ganz vorsichtig, Montag 17 Uhr. Vorsichtig. Ne? Ich kündige es dann auf Discord noch an, sobald ich es wirklich konkret weiß. Ausrufezeichen Discord an der Stelle, wenn du da noch nicht drauf bist, komm da gern drauf, dann kriegst du jederzeit mit, wenn es News zu meinem Stream gibt. Ja, ist wichtig und richtig. Der Discord-Server darf auch gerne noch ein bisschen anwachsen. Ja, so ist ja nicht. Das ist natürlich alles freiwillig. Und wenn du Neuheit dabei bist und noch nie da warst oder schon wieder da bist und noch nicht gefollowt hast, dann schau mal nach, ob du das noch da kannst. Das kostet nämlich nichts, aber da hat mir ganz schwer helfen. Wir steuern auf 280 Follower zu. Ja, das war eine zauberhafte Geschichte. Mehr geschubste, mehr gut. Ja, mehr sage ich da dazu nicht. Der nächste Stream wird allerdings wieder Nuzlocke sein. Ja, da werden wir in der Pokémon Blau Edition weiter. Da haben wir letztes Mal noch die Erika zusammenduscht. Das hört sich voll schon an, wie es ist. Und dann schauen wir mal, wie wir dann da weiter tun. Ja, müssen wir dann mal Lucky machen. Wo lang gibt es dann wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche wieder. Ja? Außer ich entscheide mich spontan um. Das weiß ich aber noch nicht. Vorsichtig also mit Bleistift. Ja, und nur ganz leicht aufdrucken, dass du das spurenlos wieder wegradieren kannst. Kattel. Spurenlos. Was? Wer wirft jetzt noch? Das Brenners. Hätte das nicht vor 5 Minuten einfallen können? Brenners, danke dir, dass du der Kattel einen Sub giftest. Kattel, willkommen in der Bazi-Gang und viel Spaß mit dem Mods. Brenners, vielen lieben Dank. Wie geht's deine Flauschknädeln? Denen geht's gut. Die geht's schön. Meine Kamera ist übrigens da. Die stecke ich jetzt für den nächsten Stream dann an. Beziehungsweise installier's. Ja, also beim nächsten Stream gibt's dann auch wieder Knädelcam. Beim iPhone gibt's beim Kalender keinen vorsichtig Haken. Dann nimmst du ganz oldschool-mäßig Zettel und Stift und schreibst das da drauf. Oder schaust halt die Tage einfach. Gut, das hat sie in Discord online, abgesehen davon. Es kriegt es aber gleich mit, wenn ich irgendwas da reinrutzt. Von daher, gut. Leute, ich schaue jetzt mal schnell ganz kurz, wer live ist. Nein, wir raten heute Sabi, die hat heute Geburtstagsstream. Wenn ich das richtig verstanden habe. Dann gehen wir heute definitiv zu Sabi. Was ist diese Zettel? Ich nichts verstehen. Wenn er es nicht mitkriegt, dann kriegst du die. Ja, genau. Einer von den 2 ist dabei.
Nein, wir gehen zu Sabi. Sabi hat Geburtstag, Leute. Bitte ganz, ganz fleißig und liebe Happy Birthday in Chat schreiben. Einen Recommand haben wir auch, der ist neu. Den könnte man aber heute fast einmal anpassen. Jetzt passt's auf, warte mal. Will wir den anpassen? Da bin ich jetzt zu faul. Sage ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt zu faul. Das hätte ich vorher anpassen müssen. Da ist der ganz normale Raid-Command, kopiert ihn euch und schmeißt zu dem Raid-Command dann bitte gerne noch ein dickes, liebes, fettes Happy Birthday Sabi dazu, von den Geschubsten. Sabi ist eine sehr sympathische Streamerin, hat auch in unserer Bubble gefunden vor nicht allzu langer Zeit. Derer gefällt es auch narrisch, uns gefällt es auch narrisch bei derer, die macht viel Horror-Content. Sehr sympathisch, kommt aus Minga. Ich habe mir sagen lassen, ich bin der Einzige, den sie auf Borisch begrüßt. Da fühle ich mich natürlich sehr geehrt. Aber die meisten von euch kennen Sabi schon. Die hat uns letztes Mal auch, by the way, geradet. Also bitte ganz viel Liebe da lassen, wer es noch nicht da hat. Auch da ein Following da lassen, die hat es wirklich verdient. Und ja, genau. Dann sehen uns wir spätestens wahrscheinlich in Klammern eventuell kriminell am Montag wieder mit Pokémon Blau. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, merci, dass du da warst. Danke für den ganzen Support heute wieder. Fürs Resappen, fürs Blitzwerfer und fürs Giftezappen. Wisst ihr wie es ist. Genau, ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend, eine schöne Restwoche, sollten wir uns nicht mehr hören, was sehr wahrscheinlich ist. Und ja, dann haut euch rein, viel Spaß bei der Sabi und bis wahrscheinlich nächste Woche. Aber der euch, bitte euch.